Dagmar Lange vom DJV wird euch danach noch im Detail sagen, welche Redaktionen vertreten sind. Wir haben nämlich im Laufe des Vormittags auch Nachricht gekriegt, dass ganz viele Redaktionen, auch solche, die bei den letzten Tarifrunden nur eingeschränkt dabei waren, sich entschlossen haben, sich heute an unserem landesweiten Streiktag der Zeitungsjournalistinnen und Journalisten zu beteiligen. Kolleginnen und Kollegen, ich will auch nicht große Worte machen, aber wir wissen, weshalb wir heute hier sind. Die Redaktionen werden seit langem ausgehungert und ihre Freien erhalten in der Regel nicht einmal mehr das, was vereinbart wurde in den allgemeinen Vergütungsregeln. Und die sind schon seit 2010 abgeschlossen worden und eigentlich schon längst überfällig, dass die erhöht wurden. Immer mehr Total Buyout-Verträge bei festen Freien. Gerade wird bundesweit das Urheberrecht angeknapst. Die Gesetzesvorlage vom Bundesjustizministerium wird uns weiter schwächen. Und so darf es halt einfach nicht weitergehen. Honorare und Gehälter müssen steigen, müssen sich an den Lebenshaltungskosten orientieren. Wir sind seit 10 Jahren abgehängt worden. Das wollen wir heute deutlich machen, um morgen unserer Verhandlungskommission den Rücken zu stärken. Und deswegen seid ihr hier. Ich hoffe, es lohnt sich. Ich bin sicher, es lohnt sich. Es wird ein Zeichen geben, so wie schon die anderen Warnstreiks auch in anderen Bundesländern ein Zeichen gesetzt haben. Denkt an Nordrhein-Westfalen, auch in Niedersachsen. Denkt an Mecklenburg-Vorpommern, auch die Bayern. Also wir stehen nicht alleine. Ja, Kolleginnen und Kollegen, und ich muss auch sagen, wow. Man ist, wenn man hier oben steht, sprachlos. Ich finde es toll, dass hier die Bude brummt und jeder Platz sozusagen besetzt ist. So, und dann bitte ich euch, ich will euch mal vorlesen, 11 Redaktionen meines Wissens sind hier. Und ich bitte euch, begrüßt ganz herzlich die Kolleginnen und Kollegen vom Mannheimer Morgen. Ebenfalls hier sind die Kolleginnen und Kollegen von der Heilbronner Stimme. Und natürlich kann man sagen, auch die Kollegen vom Schwarzwälder Boten. Auch hier Kolleginnen und Kollegen von der Südwestpresse Ulm. Und vom Haller Tagblatt, also jetzt Südwestpresse Hohenlohe. Die Ludwigsburger Kreiszeitung ist hier. Und jawohl auch die Badische Zeitung. Ebenso die Kolleginnen und Kollegen der Neuen Württemberger Zeitung. Das Schwäbische Tagblatt bzw. seine Vertreter. Die Kolleginnen und Kollegen vom Böblinger Bote. Und last but not least natürlich die Redaktionsgemeinschaft Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Und während Dagmar gesprochen hat und die Redaktion vorgestellt hat, sind gleich noch Kollegen zu mir gekommen. Und jetzt hoffe ich, dass ich die Vollständigkeit dann noch haben. Die Schwäbische Post aus Aalen ist heute auch. Die Nürtinger Zeitung. Die Esslinger Zeitung.